Kapitel 11. Sag es. Ich habe Disziplin, Durchhaltevermögen, den Glauben ans Unmögliche und eine große Erwartungshaltung. Ich habe Gottes Kraft in mir. Ich werde den Lauf mit Jesus zusammen erfolgreich vollenden. Ich bleibe unterwegs mit ihm. Ich werde mich nicht vom Ziel abbringen lassen. Ich habe alles in mir, was ich brauche, um mein bestes Leben zu leben. Nichts ist unmöglich dem, der glaubt und spricht. 1971 wurde ein unauffälliger Mann zum Firmenchef eines schwerfälligen alten Papierunternehmens gewählt. Der Verwaltungsrat war sich nicht sicher, ob er mit diesem einfachen Mann die richtige Wahl getroffen hatte. Doch in den nächsten 20 Jahren gelang diesem eine verblüffende Transformation des Unternehmens. Er brachte die Firma weltweit an die Spitze und schaffte es, aus einem mittelmäßigen Unternehmen eine Spitzenfirma zu machen. Bis heute sagt uns, wie auch den meisten Wirtschaftsstudenten, der Name Darwin Smith jedoch nichts. Am liebsten verkehrt er mit Klempnern und Elektrikern und in den Ferien rumpelt er mit seinem Flug über die Felder seiner Farm in Wisconsin. Promi-Allüren sind ihm fremd. Von einem Journalisten gebeten, seinen Managementstil zu beschreiben, starrt Darwin Smith ihn durch die Gläser seines schwarzen Brillengestells an und sieht dabei wie ein Bauernjunge aus, der sich im Supermarkt gerade seinen ersten Anzug gekauft hat. Doch entgegen allem Anschein steckt hinter Smiths schüchterner und bescheidener Art unerschütterliche, zähe Entschlossenheit, sein Ziel zu erreichen. Ich habe in einem Managementbuch von Jim Collins über diesen Darwin gelesen, den unscheinbaren Helden, der eine Firma aus dem Nichts an die Spitze brachte. So wie er mit Disziplin, Durchhaltewille, Fokus und einem unbeirrbaren Glauben, dass es möglich sein würde, die Firma veränderte und erfolgreich werden ließ, haben auch wir all die Eigenschaften in uns, die uns helfen werden, unser Ziel mit Gott zusammen zu erreichen. In der Bibel lesen wir die Geschichte einer Frau, die mit Zwillingen schwanger war. Bei der Geburt schien es zunächst so, als würde das Kind, das eigentlich im Mutterleib an zweiter Position war, zuerst das Licht der Welt erblicken. Der Junge hielt nämlich mit seiner Hand die Ferse seines Bruders fest. Letztendlich kam aber doch das vordere Kind zuerst auf die Welt. Schon als die Kinder im Bauch ihrer Mutter wild um sich strampelten, offenbarte Gott der Mutter, dass von diesen Knaben einmal 2 verfeindete Völker abstammen würden. Die Mutter hatte also 2 wesenmäßig ganz unterschiedliche Kinder in sich. In der Geschichte sehen wir dann, dass der Zweitgeborene tatsächlich später den Segen des Erstgeborenen für sich beanspruchen würde und ihn auch erhielt. Genauso wie bei diesen Zwillingen in der Mutter gibt es auch in uns 2 Stimmen. Die eine Stimme sagt uns das, was sich auch der Zweitgeborene sagte. Ich will den vollen Segen für mein Leben. Ich will mein Potenzial entfalten und das Leben voll auskosten, zu dem mich Gott geschaffen und berufen hat. Die andere Stimme sagt zu uns, ich werde nie aus meinen Schulden herauskommen. Das Leben meint es nicht gut mit mir. Ich werde bestimmt nicht erleben, wie meine Träume wahr werden und ich meine Ziele erreiche. Ich arrangiere mich besser mit meinen Umständen. Die eine Stimme sagt uns, das Leben hat mehr für dich zu bieten, gib dich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Die andere Stimme versucht uns zu überzeugen, so ist das Leben eben. Lass dich dort, wo du dich gerade befindest, nieder. Ruh dich aus. Gib auf und lebe dein Leben, ohne dir große Gedanken zu machen. Ohne Träume, neue Perspektiven und neue Ideen. Wir können wählen, welche Stimme wir Glauben schenken wollen. Leider entscheiden sich viele falsch und geben der Gemütlichkeit, der Faulheit und der Bequemlichkeit Raum. Mache nicht denselben Fehler. Gib dich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Gott hat mehr für dich bereit. Wir können mit Gott zusammen alles schaffen, was wir uns vornehmen und mit ihm zusammen erträumen. Wir sind Kinder des höchsten Gottes und haben somit eine unglaubliche kreative und schöpferische Kraft in uns. Gott hält immer wieder mehr für dich bereit. Öffne dich für diese unglaubliche Kraft Gottes in deinem Leben. Erkenne dein Potenzial, setze deine Gaben mehr und mehr frei und du wirst sehen und staunen, wie du über dich hinauswächst.
Damit wir entdecken und erleben können, dass wir auch wirklich über uns selbst hinauswachsen können und werden, hat Gott uns, als er uns geschaffen hat, etwas Geniales mitgegeben. Unsere Stimmbänder. Mit unseren Worten können wir entweder Leben kreieren oder Visionen sterben lassen. Was wir über uns aussagen, wird sich früher oder später bewahrheiten und eintreffen. Denn unsere Worte sind wie Gebete, die wir sprechen. Es ist eines zu denken, ich bin bestimmt gesegnet. Gott wird sicher ein Wunder tun. Gott hat mich nicht vergessen. Gott hat einen Plan für mein Leben. Aber wenn wir es aussprechen, laut sagen und in die Welt hinaus posaunen, bekommt es erst wirklich Kraft. Dann kann all das Geniale, was Gott mit uns bewegen und erreichen möchte, auch eintreffen. Darum möchte ich dich ermutigen, denke nicht nur hoffnungsvoll, sondern sprich laut aus, was Gott alles in deinem Leben und mit dir tun könnte. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig, und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Das sollen alle sagen, die der Herr erlöst hat, die er aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit und aus fremden Ländern gesammelt hat, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Psalm Kapitel 107, die Verse 1-3. Wir sehen, wie uns der Schreiber ermutigt, Gott zu loben und zu preisen. Aber nicht mit unseren Gedanken. Nein, wir sollen es laut sagen. Alle, die der Herr erlöst hat, sollen es laut aussprechen und bekennen. Mit unseren Stimmen sollen wir es in die Welt hinausrufen. Der Schreiber sagt nicht, lass die Erlösten denken, glauben oder hoffen. Nein, wir sollen es sagen. Tauchen wir tiefer in die Bibel ein, begegnet uns immer wieder die Kraft der Worte. Dies sehen wir schon zu Beginn bei der Schöpfung. Als Gott die Erde, die Tiere und uns Menschen erschuf, lesen wir: Da sprach Gott: Licht entstehe. Dann sprach Gott: Im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, eine Scheidewand zwischen den Wassermassen. Dann sprach Gott: Das Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an einer Stelle sammeln, damit das Land hervortritt. Dann sprach Gott: Die Erde lasse frisches Grün aufsprießen, Pflanzen und Bäume von jeder Art, die Samen und samenhaltige Früchte tragen. Dann sprach Gott: Am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen, Tage und Feste und Jahre. Dann sprach Gott: Das Wasser soll von Leben wimmeln und in der Luft sollen Vögel fliegen. Dann sprach Gott: Die Erde soll Leben hervorbringen, alle Arten von Vieh und wilden Tieren und alles, was auf der Erde kriecht. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen. Aus 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 3-26. Dann sprach Gott. Gott benutzte Worte, und indem er sie aussprach, gab es Licht, gab es Wasser, gab es die Erde, gab es Tiere, Pflanzen und den Menschen, gab es Leben. Seine Worte brachten die Welt in Bewegung, brachten Leben hervor, nicht seine Gedanken. Interessant ist auch, wie Jesus, bevor er als Mensch auf diese Erde kam, in Erscheinung trat. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Dieses Wort wird dann später im 1. Johannesbrief als Jesus beschrieben. Am Anfang ist immer das Wort. Am Anfang jeglichen Segens, aller Durchbrüche, jedes Wunders steht das Wort. Du magst einen großen Glauben im Herzen haben, doch wird dir dieser nichts bringen, wenn deinem Glauben nicht früher oder später Worte folgen. Auch dieser Vers bringt es schön auf den Punkt. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest.
Psalm Kapitel 91, die Verse 1 bis 3. Wir dürfen bei Gott Schutz suchen. Wir dürfen bei Gott wohnen und in seinem Segen verweilen, und in seinem Schatten werden wir immer wieder erleben, wie Gott uns weiterführen und segnen wird. Doch damit dies geschehen kann, lesen wir von folgender Voraussetzung. Darum sage ich zum Herrn. Dieser Gläubige sagt es. Er spricht aus, was Gott für ihn ist. So dürfen und sollten auch wir laut sagen, wer und was Gott für uns ist. Denke es nicht nur, sag es. Glaube es nicht nur, sondern hauche deinem Glauben Leben ein, indem du aussprichst, was du glaubst. Gott wird auf unsere Worte reagieren. Du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Er wird uns retten, er wird uns bewahren, er wird uns führen, er wird für uns einstehen. Ein passender Vergleich wäre auch folgender. Wenn wir in einen Laden gehen und an der Theke stehen, müssen wir sagen, was wir wollen. Du musst schon sagen, was du möchtest, sonst weiß ja der Verkäufer nicht, was er dir geben soll. Und genau so dürfen und sollten wir auch mit Gott reden. Obwohl Gott unsere Gedanken kennt und alles sieht, hauchen wir mit unseren Worten, unseren Wünschen Leben ein, weil die unsichtbare Welt hört, was wir sagen. Wir dürfen aussprechen, was wir brauchen, was wir wollen, was tief in uns als Bedürfnis verborgen ist. Wir dürfen davon sprechen, wie sich unsere Träume erfüllen und bewahrheiten werden. Wir dürfen davon sprechen, was Gott noch alles mit uns tun und verändern kann. Sage es. Sage, dass du deine Schulden abbezahlen wirst. Sage, dass du einmal dein eigenes Buch schreiben wirst. Sage, dass du deinen Abschluss bestehen wirst. Sage, dass du erleben wirst, wie sich deine Familie wieder versöhnt. Sage, dass du mal heiraten wirst. Sage, dass deine Kinder ihr Leben mit Gott zusammen führen werden. Sage, dass sich deine Träume erfüllen werden. Sage, dass du mal ein Haus besitzen, erfolgreich sein und das Beste aus deinem Leben herausholen wirst. Ich weiß, wir sind Meister im Denken. Bloß nicht zu viel sagen, wir wollen ja nicht von Dingen reden, die sich eventuell nicht erfüllen werden. Wir reden lieber von Tatsachen, alles andere denken wir nur. Doch wir dürfen hier ruhig einen Schritt weiter gehen und all unsere Gedanken, all unsere Wünsche und Sehnsüchte nicht nur in unseren Gedanken wälzen, sondern ihnen Leben einhauchen, indem wir sie aussprechen, sie anderen erzählen und durch unsere Gebete in die Welt hinausrufen. Diese Kraft der Worte entdecken wir auch bei einer Frau aus der Bibel. Sie war schon seit 12 Jahren krank. Wir lesen, wie sie bei jeglichen Ärzten gewesen war und all ihr Geld ausgegeben hatte, um geheilt zu werden. Doch nichts hatte geholfen. Dann eines Tages hörte sie, dass Jesus in ihrer Stadt war. Sie machte sich auf, um ihn zu sehen. Doch wegen der vielen Menschen, die Jesus umgaben, hatte sie keine Chance, ihm zu begegnen. Es kam noch hinzu, dass sie aufgrund ihrer Krankheit vor dem jüdischen Gesetz als unrein galt und sich von anderen Menschen eigentlich fernzuhalten hatte. Doch davon ließ sie sich nicht beirren und irgendwann sah sie doch eine Möglichkeit, zu Jesus vorzudringen, und wie es weiterging, lesen wir hier. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Markus Kapitel 5, die Verse 27 bis 29. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Sie sagte nicht, ich werde nie mehr gesund werden. Ich werde niemals erleben, wie ich nach über 12 Jahren doch noch geheilt werde. Nein, inmitten ihrer Not, mitten in ihrer Verzweiflung, in ihrer hoffnungslosen Situation, nach unzähligen Versuchen gesund zu werden, erschöpft und schwach, suchte sie Jesus auf und sagte sich, ich muss nur sein Gewand berühren, dann werde ich geheilt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für diese Frau nicht einfach war. Sie sah die Menge und realisierte, dass es schwierig sein würde, Jesus zu begegnen. Doch sie blieb nicht stehen und vielleicht sagte sie, nur noch wenige Meter. Das ist meine Zeit. Das ist mein Moment.
Heute berühre ich Jesus und ich werde geheilt. Und je näher sie kam, umso mehr versuchte eine innere Stimme ihr zu sagen, gib besser auf. Das geht nicht. Das alles ist nur eine Illusion. Jesus wird dich nicht wahrnehmen und schon gar nicht heilen. Kehre besser wieder um und geh nach Hause. Doch sie gab nicht auf und sagte weiter zu sich, nur eine Lücke und dann bloß noch ein paar Schritte und ich werde geheilt. Sie geht einen Schritt, noch einen. Und plötzlich gehen die Menschen ein bisschen zur Seite und genau im richtigen Moment läuft Jesus vorbei und wie bei einem großartigen Filmfinale kann sie ganz kurz sein Gewand berühren. Mehr war nicht nötig und sie wurde geheilt. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Markus Kapitel 5, die Verse 30 bis 34. In dieser Geschichte lernen wir, das, worauf wir uns zubewegen und mit unseren Worten beleben, das wird früher oder später auch geschehen. Wenn du immer wieder sagst, meine Kinder werden nicht mehr zu Jesus zurückfinden, ich habe halt immer Pech. Ich werde mein Glück nicht mehr finden. Das Leben ist hart zu mir, ich werde nie mehr gesund werden. Bewegst du dich auf all das Unglück, den Schmerz und das Pech zu. Doch wenn du es wie die Frau machst und sagst, Gott kann und wird mich heilen, all das, was ich im Moment erlebe, ist nur eine Zwischenstation. Neues Glück und neuer Segen warten auf mich. Ich gebe meine Kinder, meine Träume, meine Zukunft nicht auf. Gott kann ein Wunder tun. Ich werde Gottes Größe sehen. Dann wird Wunderbares geschehen. Sprich von deiner Zukunft. Nutze deine Worte nicht nur dazu, um deine Gegenwart zu beschreiben, sondern nutze sie, um von deiner Zukunft zu sprechen. Und gib mit deinen Worten all dem Segen die Berechtigung, in dein Leben zu kommen. Gott sagt in der Bibel sinngemäß immer wieder Folgendes zu uns. Wenn du mich nicht mehr limitierst, werde ich dich mit meiner Kraft und meinen ungeahnten Möglichkeiten überraschen. Gott rettete Noah und somit die Menschen vor dem endgültigen Untergang, indem er ihn motivierte, eine Arche zu bauen. Gott versprach Abraham und Sarah, dass sie trotz ihren hohen Alters noch ein Kind bekommen würden. Gott teilte für Mose und das Volk Israel das Meer, als sie sich auf der Flucht vor den Ägyptern befanden. Gott führte sein Volk in ein neues Land, indem er durch ein Wunder die Mauern der einzunehmenden Stadt zusammenfallen ließ, sodass die Stadt und später das ganze Land ohne weiteres erobert werden konnte. Gott schenkte der Jungfrau Maria seinen Sohn. Gott gab der ganzen Menschheit die Möglichkeit, ihn kennenzulernen und seine Kraft persönlich zu erleben, indem er seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben ließ und ihn danach wieder von den Toten auferweckte. Gott holte Jesus vor den Augen seiner Nachfolger zurück in den Himmel. Und er erfüllte seine Zeugen für alle sichtbar mit seiner Kraft, dem Heiligen Geist. Gott macht noch heute Kranke gesund, Lahme gehend, Blinde sehend, Zweifelnde glaubend, Ängstliche mutig, Verzweifelte hoffnungsvoll, tote Seelen wieder lebendig und er gibt Ziellosen Orientierung. Für Gott ist absolut nichts unmöglich. Gott fragt dich, gibt es irgendetwas, was zu groß, zu stark, zu gewaltig oder unmöglich für mich wäre? Hast du wirklich das Gefühl, dass deine Träume für Gott zu groß seien, um sie wahr werden zu lassen? Dass deine Eheprobleme für Gott zu gewaltig seien, um sie zu reparieren? Oder dass du den Rest deines Lebens in deiner Einsamkeit, Depression oder Sucht bleiben müsstest, weil Gott dich nicht retten könne? Nein. Für Gott ist kein Problem zu groß,
Keine Beziehung zu kompliziert und kein Leben zu kaputt, um es nicht retten oder erquicken zu können. Öffne und entscheide dich für eine neue Vision für dein Leben. Entwickle eine neue Haltung, sprich aus, was du dir wünschst, und du wirst erleben, wie das Unmögliche möglich wird. Ich bin der Herr, der Gott aller Menschen. Sollte mir etwas unmöglich sein? Jeremia Kapitel 32, Vers 27.